Dankzij Verharchen nu, wer heeft mijn konselwach gebracht, uitgeschakt in Eversaat van levenswasser. Dit is een buik ten praktische wijving ten taub in de kerk schaffen. Hier is een kapitel voor vandaag. Kapitel 3. Houd stil in bed. Ik weet wat u hier deest. Dat stemt, ik zie niet al wetend. Ik blijf te weten wo du hier bist. Du bist in eine kerk wo die Ändernissen sein mocht. Du weißt, dat gewisse Ändernissen neidig sind, wegen je mehr Menschen für Gott erregen sollen. Du weißt, dat die Kirche einen größeren Einfluss auf die Umgebung haben soll. Du wirst die freien, wann die meisten Kirchenglieder sich so als wirkliche Jünger von Jesus abstahlen würden. Du bist hier, entweder wegen die Ändernissen anführen wirst, oder weinst du daran teilhaben wirst. Aber Menschen, so als du und ich, wir haben wat überein. Wir wollen furz sichtbare Fallen sein. Wir wollen so viel als möglich tun. Ändernissen anführen bedient für uns verweg gehen. Dort kann die größte Fehler sein, was die machen kost. Weil die Ändernissen anführst, ist dort Zeit still zu holen. Dort ist Zeit still zu holen und zu beten. Träg nur die Vergangenheit, für wir in die Zukunft gehen. Ich weiß genau, dass die dort Buch Nehemia gefällt. Dat is eine Geschichte in der Bibel, wo vieles angeht. Dat geht die Arbeit seinen Vordicht zu kriegen. Dat geht die Arbeit bosig zu tun. Dat hat mit vorwärtsmachender Leidenschaft zu tun. Die ist die Geschichte bekannt, nicht so? Nehemia hiert, dat die Wand am Jerusalem ganz zu Stücke gebrochen ist. Hiert, dat die Faste hälterne Porten zu Asch verbrannt sind. Nehemia ist sehr traurig in sein Hart brecht in zwei, als er so eine Geschichte über sein Tüßchen Land zu hören kriegt. Du weißt, was er tät, nicht so? Er kriegt vom König Artasaster die Freiheit, trägt nach Jerusalem zu reisen und fängt kurz an, eine Gruppe zu leiten, die Wand abzubauen. Das ist die Geschichte, nicht so? Nee, so wird das nicht. Wie, die wir was tun wollen und reit sind, lieber euer aus Lothar Ändernissen anzuführen, wie für jeden Nehemia seine erste Staubflocken. Dat is krijgt door en Nehemia ein Feuer. Als ik deze weer hield, zat ik mij dolen hield en truurde dagenlang, en deed fasten en beten ver dem Gott im Himmel. Hast du dat gemerkt? Nehemia fast en beet dagenlang, ver hij verwaarts mög am Ändernis te vieren. Hij wist, dat hij deze Anstrengung ohne Gott seine Weisheit, Kraft en Maut nicht anleiten kon. Nehemia beet. Hij moest dat doen. Du moest ook. Du und Gott. Vielleicht haft deine Kirche Schwierigkeiten. Vielleicht weißt du, dass du irgendetwas zu machen fehlen, aber du weißt nicht gleich, was für Änderungen nötig sind. Du musst am Gott seine Weisheit beten. Sehr wahrscheinlich wirst du Widerstand kriegen von negativen und kritischen Menschen. Du hast die Speckers von ihrer Welt allemal Eier gefeilt. Daher hast du Trickstoppen musst. Nu kannst du nicht Trickstoppen. Du musst am Gott seinen Maut beten. Dat is onmogelijk durch deine ene Kraft an die Kirche Ändernissen anzuführen. Dat kann man olend worden en te meid worden zijn. Du worden Tag sein, wo die wunders, als sich dat lohnt. Du wirst meid sein. Du musst am Gott seine Kraft beten. Vielleicht hast du eine besondere Stätte, wo die Hand fahren kannst, ein paar Tage mit Gott allein zu sein. Vielleicht hast du nicht die Gelegenheit zu verloten und wo Hand zu fahren, aber du weißt, wo die für eine Stunde am Tag oder so hingehen kannst, für die nicht Kirche das Bedürfnis Verändernis zu beten. Über 20 Jahre träg, für das bekannt wir, dass Kirchen mehr als einen Versammlungsplatz hatten, versucht ich meine Kirche zu leiden, krieg dort zu tun. Ich dachte, das wäre einfach. Wir hatten nicht genug Land, besieht an sich Kirche wie kein Land zu kaufen, wo sie nicht etliche Mil auf einen neuen Versammlungsplatz anrichten, wo die Stadt bei sich nahm. Ganz ohne dort zu rechnen, raubt ein Methodistenpastor mir auf einmal an. Seine Kirche, wat mal ein paar Meilen um Süden von uns wir, war's bosig. Sie wollen nur einen neuen Platz tragen, aber ihnen fehlt ein Käufer für ihr Gebiet. Wenn eine Kirche dort kaufen würde, würden sie dort für einen billigeren Preis loten, als am Markt angejeft wir. Dort wird noch besser. Dort wären sehr gute Einrichtungen, nur 7 Jahre alt. Dat wir so als van die Städte reit wir in nur ans Lürt. Ich nahm etliche wichtige leider mit nur den Platz. Ich teilt meine Begeisterung mit. Der Preis wir so, dat wir uns dort leisten können.
Dat wir so klar. En de nächste week fuhr ik naar een leiderschaftsmeeting. Ik reken daarop, bestätigende en abgerede weer te heren. Ik reken damit, dat ze ganz met aanzennen worden, om verweg te gaan en de ganze gemeente idee verder stellen. Aber, en daar steht, hier ik deze weer. Wir haben scheinbar ein Beispiel von dit gesehen. Wo weit wir uns wie dat recht daunen? Wir seien an der Bibel kein Beispiel von Kirchen, wat mij als ein Gebiet brauchten. Dit kon ein Erweich sein. Wir sollen das Geld versagen an diese Kirche brauchen. Die Menschen hier haben auch Bedürfnisse. Ein Deibet Luft holen. Die kostet seinen. Meine Entmutung wie am nächsten Tag bemerkbar. Francis merkt dat. Francis Mason moet man verstonen. Sei wie eine wunderbare Gebetsfrüh. Als etliche Jahre trägt starf, feilt ich so, als wenn ich einen von meinen besten Freunden verloren had. Sicher, Francis lügt auch nicht mit Fragen, was der Trouble wir. Sei wir broven gebeten broven mit Menschen. Ich erklärt, wo alles gekommen wie und wo die Idee von den neuen Einrichtungen nicht durchgegangen wir. Jammer dat nicht. Und da steht, seht sie bloß. Ich nehme an, dass du noch nicht mit Gott darüber verteilt hast. Ich schluckt gut. Ich braucht Francis keine wirkliche Antwort geben. Sei wirst. Ohne zu beten, waren gute Änderungen an die Kirche nicht zu machen gehen. Und das ist auch nicht sehr klug, dort zu versägen. Du, in Gott, in sagst wir. Wegen meine fehlende Leidenschaft krieg ich das Vorgebiet von der Methodisten-Kirche nicht. Eine andere Kirche kaufte hastig. Ich musste mich aber immer noch daran kümmern, meine Räume zu versorgen. Ich musste immer noch Ändernis anführen, aber nu wie ich mir nicht sicher, was die Ändernis sein wird. Ich habe meine Lektionen gelehrt. Ich frug Francis, auch dafür zu beten. Und sie frug etliche andere, auch über das zu beten. Wir würden bald unsere Antwort kriegen. Unsere Kirche kann etliche aneinanderliegende Sturch in ein geschäftliches Staatsteil schreiben. Nur etliche Monate hat wir unsere zweite Versammlungseinrichtung und etliche Menschen fangen an, durch die Kirche zu fahren. Ich weiß genau, dass ich in diesem Prozess von Ändernissen anführen genug Sachen falsch mache. Ich habe einfach nicht ein Muster, was ich nur gehen kann. Aber mein größter Fehler wäre, dass ich an meine eigene Kraft anfange. Ich will dann genug, dass ich das aus meiner eigenen Kraft leiden zu können. Weil ich al 30 Jahre mit Kirchenleider gearbeitet habe, weiß ich, dass da ein großes Verlangen ist, verweg zu gehen. Dono, wo wir das erklären, aber nein von den Kirchen fehlt dort an große Ändernissen. Leider haben von Natur eine wachsende Ungeduld, Ändernissen zu sein. Manch uns ist eine Neigung, verweg zu gehen, ohne zu beten. Versteh mir recht. Ich habe keinmal gesehen, dass eine Kirche erfolgreiche und bleibende Ändernissen angeführt hat, ohne Gebet. Niemals. Nicht einmal. Du bist wahrscheinlich ein Leiter an deiner Kirche, ein Pastor, ein Angestellter, ein Ältester, ein Diakon oder ein anderer Leiter. Du wirst ein erfolgreicher Leiter sein, Ändernissen an deine Kirche anzuführen. Bitteschön. Bemerkt die diese wieder noch einmal. Ich habe keinmal gesehen, dass eine Kirche erfolgreiche und bleibende Ändernissen angeführt hat, ohne Gebet. Niemals. Das ist unbedingt nötig, dass du diese Sache für eine Zeit lang am Gebet nimmst. Das ist unbedingt nötig, dass die Menschen betest, für eine Zeit lang mit die Taub über die anzuführende Ändernissen zu beten. Nehemia fängt mit Gebet an. Du sollst auch. Bet für Weisheit. Ändernissen anführen bedeutet, dass du der Gemeinde noch eine bessere Zukunft leitst. Holen wird stellen, denk über no, als du mit den Feriensatz bestimmst. Wann so, dann hast du an dem Satz ein Wort, über wann wir uns holen sollen. Zukunft. Sicher, wenn wir an die Kirche Ändernissen anführen, dann wird du an die Zukunft irgendwas anders sein. Das verursacht eine große Herausforderung. Wir können die Zukunft nicht sein. Ja, wir können uns nachdenken, was an die Zukunft sein wird. Vielleicht denken wir die neue Zukunft nur kriegt zu sein. Aber die Zukunft weiß wir wirklich nicht. Das ist, wo so leider Verändernissen um Weisheit beten. Du betest zu denen, der die ganze Ewigkeit kennt. Er weiß sicher, was unsere tägliche Zukunft ist. Hast du allemal eine große Ändernis versucht anzuführen, wo du die wiederholend verschrocken hast, über wovon du die verschreckst? Dort passiert nie nicht gleich so, als wir uns dort vorstellen.
Du hast eine gute Erklärung für dort. Wir weiten wirklich nicht die Zukunft. Für Weisheit beten wir die, dass du Gott fragst, die dich diese unbekannte Zukunft zu leiten. Du stehst zu, dass du nicht alle Antworten hast und die auch nicht selbst haben wirst. Heuhaft. Wo weit wie dort Gott uns diese Weisheit geben wird? Wir weiten, wen er uns dort verspricht, wenn wir fragen wollen. Kick nur das wundervolle Versprechen in Jakobus 1, Vers 5. Wenn dort bei irgendwem von jünd an Weisheit fehlt, dann soll er Gott nur fragen, weil's Gott jedem Jieren jaft und keinem schalt, wird am die Weisheit gegeben worden. Wir fragen Gott für Weisheit. Er jaft uns da. Das ist wirklich so einfach. Bet für Mut. Eine Zeit lang trägt muss ich eine Anfrage am Utefingen, was für geringe Streiterien die Kirchenleider erfahren haben. Die Antworten offenbaren viel, die wären genäv entmutigend, aber wären auch ein bisschen bosig. Hier sind 15 von die, was mir am dollsten gefallen. Nummer 1. Streit über die rechte Länge von dem Anbetungsleiter sein Bord. Nummer 2. Zank über einen Spielplatz für die Kinder zu bauen oder ob sie das Land für einen Grafhof brücken sollen. Nummer 3. Ein Diakon beschuldigt einen anderen Diakon für einen Brief ohne Namen geschickt zu haben, und sie entschließen sich, dort Büten ab den Hof zu regeln. Nummer 4. Ein Kirchenstreit über aus sie an der Frühjahrsbuchstabe Wein machen sollen zwischen die Toilets. Nummer 5. Ein Kirchenstreit in einer Wohl, als eine Glocke am Versammlungsraum raufgenommen worden soll. Nummer 6. Eine 45 Minuten heute Nobody über was für ein Schab für Papieren zu kaufen fehlt, auf schwarz oder brün, auf 2, 3 oder 4 Schiefloten. Nummer 7. Ein Streit über Wohnbild von Jesus an die Kirchenverleih abzuhängen. Nummer 8. Eine Anfrage, dass all die Mitarbeiter an die Kirche reingeputzt sein sollen. Nummer 9. Ein Gestreit über aus der Anbetungsleiter durch dem Gottesdienst seine Show anhaben soll. Nummer 10. Eine große Streiterie, während sie anwarten, dass die Kirche ihre Rechnung 10 Cent utwirft. Endlich hilft du wer die 10 Cent, um die Sache zu regeln. Nummer 11. Eine Streiterie an die Kirche, während die Weindrübensaft bei ein Abendmahl noch mit anderer Saft vermischt wird. Nummer 12. Geschäftsmeeting-Streiterie, als die Kirche einen Grashacker kaufen soll. Dort braucht 2 Geschäftsmeetings, um das zu lösen. Nummer 13. Streiterie, über was für sorgreine Schabeln die Kirche brauchen soll. Nummer 14. 2 verschiedene Kirchen sehen, sie haben ein Gestreit gehabt, über was für eine Sorte Kaffee sie brauchen wollen. An eine Kirche gingen sie von Folgers brauchen über nur einen achteren Starbucks-Kaffee. An der andere Kirche rieren sie den bloß stärker an. Und das letzte Beispiel verleiten einige Lieder. Nummer 15. Große Streiterie aus der Jugend einen Gruppenlied, was all Jahren nicht gebraucht worden wir. Meine Ursache für all diese arschige Streiterien abzunehmen, ist die Kirchenleiter daran denken zu helfen, dass irgendeine Art von Ändernis das euchste uit einige Lieder bringen kann. Große Ändernisse können sehr schwer anzuführen sein. Die wird kritisiert worden, wenn die Ändernisse anführst. Das kann einmal sehr schwer werden. Du brauchst Mut, am Verweg zu gehen. Du musst am Mut beten. Bet für Kraft. Und die meisten Kirchen das Ändernisse anführen und bet so als einen Elefant eten. Ein Beet auf einmal. Dort kann ein unglaublich sachter Schritt sein. In diesem Prozess, und durch dort Prozess, kann man leicht meid werden. Hast du einmal von einem Leiter gehört, was utschwungt? Das ist nicht eine sehr gute Utsage. Das bedeutet, dass die Leiter wirklich abgegeben hat. Utschwunken braucht keine Anstrengung. Utschwunken bringt kein Gestreit. Utschwunken ist für so eine Leiter schwer abgehört haben zu leiden. Aber leider Veränderungen strengen sich sehr an. Sie begehen ständig Herausforderungen in Streit. Sie haben entmutigende Niederlagen. Sie können wirklich müde werden. Daher müssen die, was Ändernisse anführen, am Kraft beten. Menschliche Kraft regt nicht zu, um an die Kirche erfolgreich Ändernisse anzuführen, die kann bloß von Gott kommen. Sicher, Gott verspricht Kraft zu die, was du noch fragen. Da sind so viele biblische Verheißungen, was dort versprechen. Jesaja 40, Vers 29 bis 31 ist immer ein von den besten. Er macht die Schwache stark,
en die meid sind, jeft hij meer kracht. Ein Jugendlicher kann meiden mutlos worden, en ein junger Mann kann sich verstauben in Hand fallen, aber die wird sich ab dem Haaren verloten, kriegen frische Kraft, dat sie abfliegen als ab ein Adler seine Pflichten, dat sie ranen kennen, ohne mutlos worden, en dat sie schreden, ohne dat sie meid worden. Du musst am Kraft beten. Tiet am Ändernissen anzuleiten. Gebet ist nicht bloß eine Möglichkeit, am Ändernissen an die Kirche anzuführen. Dat ist grundlegend. Du bist nicht klug genug, am Ändernissen anzuführen. Du musst am Weisheit beten. Du hast nicht genug Mut, am Ändernissen anzuführen. Du musst am Mut beten. Du bist nicht stark genug, am Ändernissen anzuführen. Du musst am Kraft beten. Ich bete um Entschuldigung für das immer wahre sein, aber ich werde noch einmal sagen. Ich habe noch keinmal gesehen, dass an eine Kirche ohne Gebet erfolgreiche und bleibende Ändernissen angeführt worden sind. Nu ist die Zeit, an die Kirche mit Ändernissen machen zu leiden. Das ist eine herausfordernde Aufgabe, was fertig liegt. Du wirst dann gewiss nicht so eine göttliche Wirklichkeiten angehen müssen. Aber das wird schaffen. Du gehst mit Gott seine Weisheit, seinen Mut und seine Kraft vorwärts. Und ihr seht, Jungs, in Studierfragen. Erklär am Wort Nehemia Gott in das erste Kapitel von das Buch Bad. Was hat dort mit Ändernis in die Kirche zu tun? Erklär Gott sein Versprechen für Weisheit in Jakobus 1, Vers 5. Was bedeutet dort, dass Gott jedem Jieren jeft und keinen schalt? Nan wat Sachen ab, wat Hindernisse sein können, um in jene Kirche Ändernissen anzubringen. Proef te erkennen, wat die Wartelursachen dafür sind. Warum ist das so wichtig für Weisheit, Mut und Kraft zu beten, wenn du an die Kirche Ändernis leidst? Dankschein für nur der Bürgharchen, wer hat meine Konservache gebracht? Rütgeschickt in Evasat von Lebenswasser. Ich hoffe, dort habt ihr geholfen, zum praktischen Wegfing, zum Tod mit anderen in der Kirche schaffen.